Das ist, glaube ich, ein Onkel Werner seine Unterhosen. Da kann man, im Onkel Werner seiner Unterhosen kann man umblatteln. Ich habe die Ehre, Evans, wie es kann ich. Hat der Flockiane. Hallo. Der Späßewirtschaft. Ja, Prost. Das steht überhaupt nicht gescheit. Das hilft. Dass die rote Rakete nicht steht, ist ganz normal, das gehört so. Dafür schießt es bis in den Mond. Jetzt habe ich mir so immer Brenner gepatzt, dass der Hörer hinausschaut, als hätte es einen Nebel. Muss aber. Hat's weil wir drin rauchen dürfen halt. Dürfen wir heute raus? Ja, halt dürfen wir drin rauchen. Okay, passt, nehme ich. Endlich. Schreibe ich. Damit die Buttermilchdosen als Aschenbecher her. Die gut und günstig Buttermilch. Richtig geil. Die Boah, gute. kennst du den besten Anmachspruch mit der Buttermilch? Wenn du Buttermilch nimmst, dann Edding und das L wegstreicht und dann gibt es eine Frau und schaut sich dabei tief in die Augen. Ja, Leute, die Erklärung war schon wieder so lang, dass da kein Plot-Twist rauskommt, Florian. Das musst du lernen, Flocki. Du musst Ja, klar kürzer. sagen. Das Es ist muss kein kürzer. Plot- Muss Kampagne natürlich, Buttermilch soll es heißen. Ja! Ja? Ja! Es dauert zu lang zum Erklären, dann ist es lustig. Da, gib mir einen scheiß Edding. Und dann streichst du das gerade L mit einem geraden Strich da links noch so durch. So bin ich. So, Kinder! Ist das nicht? Das erste, was wir heute ist YouTube only. Gott Das sei Dank. ist gut so, weil bei denen ist uns der Ton wurscht. Lol. Aber es ist wichtig, wir haben eine kleine Setup-Änderung. Passt mal ein wenig darauf auf, ob euch der Ton so passt. Ich habe nämlich den Eindruck, es ist besser als vorher. Das Einzige, was wir uns einmal noch genehmigen könnten, war einmal ein Popschutz. Ja, weil dort ist alles vollgerotzen. Ich habe seit Jahren den Popschutz. Du bist doch nicht. Du bist doch nicht. Das sind die Anmachsprüche, haben wir gerade festgestellt. Und Anmachsprüche, ja. Das ist mir schon klar, dass du keine alte hast. Es ist kein Selbstläufer. Das ist auch gar nicht so einfach für Leute wie mich. Ja, Das ist einfach für lass halt einfach selbst wie mit der Buttermilch bleiben. Nein, der funktioniert, oder? Du? Du weißt ja nicht, du kannst nicht die Leute noch mal versuchen zu mir erklären und dann schauen wir in die Kommentare, was sagen dazu. Also, das haben wir nicht. Die letzte war meine Chefin, die den Spruch gesehen hat und das auf meinem T-Shirt und das war sehr unangenehm. Was hat dann Chevin gesagt? Nein. Wo steht denn heute auf deinem T-Shirt? Du bist einfach rot geworden und gegangen, oder? So ähnlich, ja. Und genauso es war mir gelacht. sehr unangenehm, es war mir sehr unangenehm. Findest du den besser, der da steht, oder schöne Schuhe Bock auf Fegeln? Puh, die zweiten, glaube ich. Ja, glaube ich. Ja. Na, der Beste ist doch der andere, den sie mal interviewt haben, wo er gesagt hat, kann ich bei dir schlafen, weil wir ins Bett geschissen. Der Typ war der Beste. Viel besser ist aber, kannst du halt bei mir schlafen, ich hab dir ins Bett geschissen. Den haben wir Gute Anmachsprüche. Ja. Du kannst bei mir schlafen, über mein Bett. Kannst du halt bitte bei mir schlafen, ich hab da ins Bett geschissen. Anmachsprüche, ist denn jemals irgendeine Frau auf einen Anmachspruch rein? Also, Hat die- das jemals jemand da? Von euch? Also, nein, also sowas. Nein. Nein, eigentlich nur so Joke halber. Ja. Ja, wirklich. Ja. Ja. Die, wenn da eine angesprungen war, weiß er von mir kein Joke mehr gewinnt. Natürlich nicht. Natürlich nicht! Ist jemals Hand aufs Herz, wir haben auch Zuhörerinnen, das weiß ich nicht viel, aber ein paar. Schon mal irgendwelche schlechten, einfach, ich kann mir das nicht, was ist das für eine peinliche Scheiße, wenn jemand zu einer hingeht und sagt, kein Hallo, kein gar nichts so, und sondern, Hey, Praline, brauchst eine Füllung. ja. und hat das ernst gemeint. Wie dermaßen unterbelichtet muss es sein? Sag. Da gibt es anscheinend, ich habe letztes Mal da habe ich leider noch einen kurzen Ausschnitt gesehen von so ein paar Mädels, die haben erzählt, dass da anscheinend in Berlin sind aber so YouTuber, Influencer, keine Ahnung, Spacken halt, wie man Spacken halt, ja. Spacken. Und die haben das anscheinend als Programm für ihren Kanal, dass sie mit Anmachsprüchen versuchen, Weiber in der Fußgängerzone aufzureißen. Und das haben wir auch Also das kurz hört sich jetzt angeschaut. schon an. Oh Gott, ich hätte fast das Wort benutzt. Langsam wandert es in den Alltagsgebrauch. Das muss ein Cringe-Clown-Fest sein, dass du einen Vogel kriegst. Ja, Oh Gott. nehmen wir es einfach CCF, dann müssen wir das Wort nicht Was in die aussprechen. Richtung geht, ist ja Mark Eggers. Ja? Mark Eggers, der Okay. sagt eigentlich nichts. Der ist praktisch auch der mit Inscope und denen unterwegs ist und der ist praktisch eigentlich der
schaut recht gut aus, so ein Männermodel, und der interviewt die ganzen Frauen und macht die dann so klar und keine Ahnung in so Interviews und ist ja eigentlich so der gemachte Typ dafür und alle so, boah krass, der Typ, der reißt sie alle auf, der bumst jede und jetzt so der Schmuster mit dem Bill von Tokyo Hotel am Oktoberfest rum und so. Oh, da hab ich ein Beitel von den Typen Oh Gott, das ist eine sehr eine Clown-Fiesta, Alter, dass da keine Blutgrätschen hagelt, die ich versteh's nicht. Aber er kann's tragen. Sparkus können alles tragen. Also was ist da? Das ist ja ohne Scheiß. Das ist doch zu leise, ne? Das tut er doch bloß um Leider zum Facken. Nein, der ist ja auch Also mir kann er auf den Sack gehen. Aber er ist auf jeden Fall bi und hat er funktioniert anscheinend. Bei Marc Engels. Ja, hat offensichtlich. Ja, dein optisches Auftreten ist der schmale Grat zwischen Flirten und sexueller Belästigung. Das ist kennst du die Memes, wo irgend so ein kreisliger Typ steht vor so einer Millionenvilla, Frisuren, die Frauen mögen, und dann steht er hinter, ich weiß nicht, hinter irgendeinem abgefuckten Scheißhaushütten-Ding, Frisuren, die Frauen nicht mögen. Das ist lustig, es ist so, es funktioniert einfach so bei sehr vielen. Da braucht man ja kein Tussi was anderes verzeihen, dass da nicht drauf geschaut wird. Du holst dir ja keinen Vollversager ins Haus, genauso wie wir eigentlich mir schauen sollten. Also ich will jetzt gerade sagen, da komme ich ja nie an. Toll, Lukas. Toll. Single for life. Whoop. Nice. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Ja, viel Spaß mit den Pommes. Mit B bitte, Pommes. Das ist, keine Ahnung. Kartoffel. Ich weiß auch nicht, was ich da dazu sagen. Ich wollte eigentlich die Mädels fragen, die uns zuhören oder zuschauen, besser gesagt, ob es schon mal einen schlechten Anmachspruch, so wirklich ganz plump aus dem Nix, bla bla bla, kommt der Anmachspruch und du dir so denkst so, und zugegeben, hat das schon jemals funktioniert? Schreibt mir euren schlechtesten Anmachspruch. Ja. Ich irrigiere drauf. Und ich glaube, da gilt genau das. Ich ejakuliere drauf. Derjenige, der das sagt, ausschaut, ist entweder Flirten und funktioniert oder eben sexuelle Belästigung. Panda. Sexuelle Belästigung. Panda. Großer Gott. Scheiß verdammte Anmachsprüche. Ja, aber die haben schon zum Teil wirklich... Der Sportteil kriegt der hat nach Chloroform. Noch nicht. Du weißt ja heißt ja, nein heißt ja und Panzertape hast. Das ist 30 Sekunden Vergewaltigung. So ein Nein heißt Nein, das ist also ein Thema, über das der Bill Burr mal was erzählt hat und so. Es gibt einen Unterschied zwischen Nein und Nein. Den gibt es. Und da braucht man kein Tussi was anderes. Nee. Ja. Nein, jetzt hört auf. Nein. Das heißt nicht Nein. Ja, doch. Da braucht man kein Nein. Das ist genauso wie du sagst, der Anmachspruch. Mathilde sagt, das ist so. Ja, genauso wie du sagst, der Anmachspruch ist ein Joke. Das ist genau dasselbe. So immer das Hintertürchen auflassen, wenn ich dann da nicht, dann kann ich immer nur sagen, lassen wir das Hintertürchen noch. Sexuelle Belästigung. Da haben wir schon mal drüber geredet, glaube ich. Ich weiß langsam nicht mehr, mit wem ich wo über was geschmerzt habe. Reden wir einfach nicht mehr. Reden wir einfach nicht mehr. Machen wir Pause. So. Das ist das Schöne, mit dem neuen Setup müssen wir keine Pause mehr machen. Letzte Mal Pause, Brudi. Scheiße, was machen wir jetzt? Oh Mann, ich werde vermissen. Rest in Peace Pause. Ja, wir machen trotzdem Pause, oder? Rest in Pause. Machen wir aber trotzdem Pause. Die haben einfach so als Pause. Ja, wir haben es auch verdient noch halb. Ein bisschen ein Problem habe ich damit. Ich sehe leider Gottes nicht, wie lange dass wir schon aufnehmen. Ich schon. Du sagst es schon, kannst du es lesen von da? 8 Minuten 57, glaube ich. Echt jetzt? Ja. Wo steht denn ohne Brennen? Brudi, was hast du für Adleraugen? Das ist so winzig auf dem Monitor. Ja, ich muss auch meinen Penis sehen. Irgendwie musst du einen Schüssel treffen. Ja. Da steht doch gar nichts. Doch, 9 Minuten 9. Oh, da steht rot. Beim roten Punkt. 9, 12. Das ist neu. 9. Stani-Frage haben wir gar nicht rausgeschissen. Hat's denn drin die Woche? Sport. Oh, ja. Gehst mir so auf den Sack. Wir haben das letzte Mal doch eben. Du hast wieder deine scheiß Flexbeutel zum Schicken. Ja, das letzte Mal schicker Beutel von dem Typen, den ich jetzt im Fitnessstudio in der Umkleide getroffen habe. Meine Fresse, ja, erzähl. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal schon drüber geredet, oder, dass irgendwie immer alle Nocker da stehen müssen und am Fuß auf Bängen aufführen, dass so ein Anbeidel, wie aber neuer jetzt gefunden, gehe eine zum Umziehen. Ist er schon drinnen, den habe ich vorher im Fitnessstudio gesehen, und nichts da außer. Gefitnessed. Achso, ja. Und dann ist er drinnen gestanden, die ganze Zeit in der Umkleide so. Wo wärst denn du blasen? Ja gut, ich glaube, das war die Anstrengung, weil er so lange kaum sein Arschloch gezogen hat können. Weil er hat sich dann nämlich noch gerade ausgezogen und dann hat er an der Tasche diesen Boden, die kann man nicht auf Bänge aufhören, dass man sie nicht hinbucken, sondern einen Boden unten hat er umeinander und dann ist er nicht in den Tag gegangen, sondern hat sich das so praktisch, weiß ich, ob er das jetzt sagt, so hat er in der Tasche umeinander gereicht. Nackt. Ja, was soll er machen? Und dann ist er aber nicht einmal, er ist aber dann nicht einmal zum Duschen gegangen, sondern er hat sich dann einfach Unterhosen angezogen und ist heimgefahren. Er wollte einfach nur sein Arschloch präsentieren.
Ich möchte das Ich nicht. war gestern mit Maxi beim Sport und dann haben wir uns gedehnt dann noch und dann habe ich mir nur überlegt und habe gesagt, ach du Scheiße, jetzt stell dir das mal vor, wie unästhetisch das ist, als Mann so Dehnübungen zu machen, wenn du nackt bist. Allein die Vorstellung, da hast du mich zerrissen. Wenn der dann alles so, also die Vorstellung, wenn du da so diverse Dehnübungen machst, ist schon sehr gut. Vorstellung- Ein paar gute geben, ja. Die Vorstellung, wenn ich mich den müsste, dass ich mir das Kreuzbandel reiß wahrscheinlich. Beim Ja, Aufstieg vom Stuhl jetzt gefällt. Beide, ja. Ja. Beide gleichzeitig. Super Verkürzung. Also aufgestanden, gedehnt und ab. wir haben aber, also das Und Fitnessstudio, weg das ist eigentlich ganz cool, da sind ganz viele coole Leute, aber einer ist dabei und der hat einmal so eine Kappe auf, lange Haar und der ist wirklich jedes Mal, wenn du bist. Also, und so ein Unsympath seinesgleichen. So, wie du dir da vorstellst, so ein, Im Fitnessstudio. ja, so lange Basketballhosen, so ein übertrieben cooler Typ mit so Jordans, und dann eigentlich immer nur Arme trainieren, ganz weit aufgezogen, genau, ja. weiße Socken hochgezogen, fast bis zu den Knien. Und AirPods in die Ohren, dann am besten nur nebenbei telefonieren. Ja. Dann telefoniert der nebenbei, schaut in den Spiegel, schaut sich selber zu, wie er seine Übungen macht. Du hörst ihn da reden und nebenbei ja, und auf jeden Fall da habe ich mir gedacht, du Spasti. Und dann hat er das letzte gefragt, wir haben ja echt das Wort immer an dem Gerät und momentan so dasselbe machen, dass ich so ein bisschen reinkomme. Dann kommt er dazu, hey Jungs, wie viele Sätze habt ihr noch? Ja, wir haben gerade angefangen. Kann ich mit einsteigen? Das Dann glaube ich, sitzt hast du schon erzählt. Das ist, Spasti! Ich steig gleich aus, jetzt gesagt. Boah. Und der ist wirklich, der ist sehr anstrengend. Jetzt Fitnessstudio ist schon ein Lot zum Leid-Agaffen ziemlich geil. Also, Frauen ist so da wir- schön anzugaben. Nein, Spaß. in dem Moment habe ich jetzt wirklich nicht einmal Das wird mit Dina studiert. Frauen gemeint, aber die Typen, also vor allem diese Ü50-Kasperl, die sie dann so richtig geil aufführen und da haben wir auch ein paar Kandidaten, die blähen das bei jedem Zug das Fitnessstudio zusammen und dann rennen sie halt dann so umeinander danach. Ich denke, oh Gott, du bist, hört einfach auf, du fällst morgen eh schon da um, lass doch einfach bleiben, das rentiert sich gar der nicht mehr. Schmerzen hat, wenn er es zieht. Ja, Hinter sicherlich, ja. Der hat Ja. Rheuma, alles gekickt, der Arthritis, haut's richtig ein. Da geht's, Eben, also eigentlich muss hat er er so recht, Respekt- eigentlich muss er muss er so schreien. Respekt dann Tut mir haben. leid, entschuldigt mich ganz offiziell bei alle Ü50 Arthritis Rheuma-Affen, die im Fitnessstudio stehen. Oh, Ja, nein, das jetzt ist so weiß ich, eine was- Freakshow. Ich hau da, also immer Kopfhörer, Musik laut, dass mir auch keiner anschmerzen kann. Wenn jemand was sagt, dann kann ich so tun, als nicht hören und gehe einfach weiter. Ah, nein. Ich möchte so gerne selber da unseren Keller haben. da die vor Fremdscham und eigener Scham sterben da drin. Deswegen gehe ich nicht. Also das wird niemals passieren in meinem Leben. Ja, wir nehmen mal eine Folge im Fitnessstudio auf, haben wir gesagt. So, Ja, wir brauchen immer noch ein Fitnessstudio. Ja, eventuell, wenn man Klick haben, im Prinzip ist mir wurscht, aber eventuell kenne ich bald einen, der ein Fitnessstudio in Landau aufmacht. Dann Siehst du kann uns, man da kann man mal was da machen. kann man Eventuell da kann man sich mal reinhocken und kann. Eventuell werde ich jemanden gekannt haben. Nein, glaube ich nicht. Oh, ich habe gestern die Fick-Übung gemacht. Welche? Da kenne ich dann. Und dann Ach so, ja. Also, sagen wir es so, ich weiß, wer der oberste Chef dann ist und ich kenne dann den Filialleiter, den kenne ich dann ziemlich gut. Okay. Und da kann man sich dann, glaube ich, schon reinhocken. Da hat der Chef, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht. Wir machen ja da keinen. Wie was kann weiß unsere ich, Folge aussehen? Da haben wir die Köln mal die ganze Zeit unter dem Aufnehmen. in der Dusche. darfst du nicht. Okay. Okay. So, was jetzt mit meinem Ständer? Hocke mir halt gesagt, da weißt du nicht, dass ich mit der Badhosen komme. Ach, so meinst Das ist nicht schön. Ja. Dann hockt man seine und riecht man Pumpe aus. Ja, genau, schäm dich, Spasti. Danach schlagen sie uns da mit die Hand Ja, an. ich wollte gerade sagen, 5 Sekunden steht da so 2 Meter breite Scheißhausschrank vor dir und so. reißt dann so mit Moment mal, wie war das mit Mit den Arthritis und Rheumapatienten Ja, dran? genau. Für dich langsam mal Räumer, du Trottel. Ja, aber nur mal lang. Du Huren. Das Gute ist, die haben alle so wegen Fürst, da kannst du einfach davor laufen. Ich wollte gerade sagen, am 50-jährigen komme ich gerade noch davon, glaube ich. Ah, nicht alle wahrscheinlich. Ah, ja. Die Rheumatitis Mein Spasten. größtes Problem ist nicht das Schnelllaufen oder sonst irgendwas, aber das Langlaufen. Längerlaufen, ja. das länger schnell laufen für 60 Sekunden. Du legst alles auf einen Kurzzeit-Sprint, dass du Ja. der 60 jetzt. Sekunden sind verdammt lang, sagen wir ehrlich. Ja. Das ist schon. Es ist, bei mir ist es so, wenn ich dann Vollgas umeinander reise, also ich mit den Hunden unterwegs sind oder so, dann laufen wir doch einmal kurz mal mit dem Hund und so. I doubt it. Dann merke ich das so eine halbe Minute lang, wenn du so da Lügenbaron. hier umeinander spielst, merkst du das gar nicht und irgendwann bleibst dann kurz stehen. So. Und dann kriegst du fast einen Herzinfarkt, weil es dann ist gespannt so, okay, mein Herz kommt nicht nach, mein Lunge kommt nicht nach. Der ist Eigentlich stehen sollte ich mich in der Embryostellung am Boden ins Gras legen und in Ruhe und Frieden sterben. In Ruhe und Frieden war das wahrscheinlich nicht. Na, auf gar keinen Fall. Das war Ja. in der Herz. Überventilierend. Was sagst du, Laufer, habt ihr das gelesen von der einer Marathonläuferin, die jetzt 120 Marathons in 140 Tagen gelaufen ist? Nein.
Das sind ja 42 Kilometer, oder so ein Marathon, oder? Schon, gell? Und ich glaube aus Berlin, der hat sich zum Ziel gesetzt, dass sie Deutschland praktisch umrundet und die hat auf 140 Tage, hat sie das Ding... 120 Marathons auf 140 Tage. Genau. Das ist hart. Ja, das ist irre. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass dieser Körper aushält. Ich wollte gerade sagen, das wollte Ich weiß nicht, wie sie jetzt geht. Das ist es nur geht völlig unabhängig, ob das eine Frau oder ein Mann ist, ist ja vollkommen wurscht, aber Nein, ich glaube ja. nicht, dass das dein Körper Jetzt sind wir schon wieder so weit. ohne 5 Hände voll Schmerzmittel aushält, das glaube ich nicht. Ja, kann sein, dass da vielleicht... Also ein ohne, bisschen- dass da Mittelchen dabei sind, glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Aber allein die Da ist Tatsache, er. allein die Ich Tatsache, muss dass ich jetzt das tue, das ist ja irre. Die muss ja, Ich kann mir das nicht vorstellen, nicht im Ansatz. 120 die musst, auf stell dir vor, du 140 laufst heute 42 Kilometer, morgen sofort nochmal, weil sonst wirst du Ich nicht kann mir nicht fertig mal und dann... 42 Kilometer vorstellen zum Laufen. Ja, Hä? einfach mir im nicht- Jahr. Nicht Schwierig. Das ist der Äquator, nur in Meter. Statt Ich würde sagen, ich war mit einem Marathon auf 140 Tage schon überfordert. Hau ab mit dem Wahrscheinlich, Scheiß. ja. Die muss ja wirklich da teilweise 3 Tage, 4 Tage hintereinander haben, wo es keine Pause nicht macht. Ja, also wie gesagt, insgesamt 20 Tage Pause hat er. Ohne Mittel halt, das ist unmöglich. Das, wie gesagt, Mittel weiß ich noch. Und da dabei in sind. den krassen, extrem Hochleistungssportgeschichten sowieso, jeder Scheiß, glaube ich, sowieso kann irgendwas. Alle außer bei die Radlfahrer. Dann, Nein, Aber da die am machen- allerwenigsten, ja. Da am Und bei den allerwenigsten. Leuten, die ins Oktoberfest einlaufen, da fällt auch nichts. Ja. Und alle russischen Olympiateilnehmer? Dürfen die überhaupt noch teilnehmen? Olympianesen. Die dürfen es nicht. Nein, doch, die sind aber. Aber Wann haben die nächsten Olympischen Das liegt aber Spiele? an was anderem. Jetzt momentan. Und wo sind? Am Krieg. Grier, am Grier heißt das, am Grier. Am Grier. Am Grier. Ja, nicht, ja, das habe ich schon gedacht, dass deswegen nicht mitmachen. Ja, aber die haben wir nicht geschossen, außer wenn es In der von schon, aber nicht unter russischer Flagge. Die haben halt dann. Wow, was sind sie dann? Drehen sie es um? Nein, aus dem die Sudan haben kommen halt sie dann- Ja, kann ja jeder einreisen, wo er will. Sudan Er ist sagt, dran. oh, blöd, mein Ausweis verloren, ich bin jetzt Olympiateilnehmer. Ich bin du. Ich bin jetzt der Bierger, dann kommen sie und dann weisen sie die aus. Hey, dann lebst du schon 48 Jahre lang unter falschen Namen, raus mit dir. Das darf dir nicht auffallen. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nein. Nein. Auf gar keinen Fall. Da sitzt man einfach ein Kanisterschell hin. Blöd! Ja, genau, rasch Biblet. Rasch B. Nach wie blöd! Ah Gott, oh Gott, oh Ja, Gott. scheiß Kanisterkopf. Das Problem beim Kanisterkopf ist, man beleidigt da so auch die westlichen Ostblocker. Und ich mag ja keine Polen oder Ukrainer oder was haben wir dann noch so, Tschechen haben so irgendwo Warum magst du die dazwischen. nicht? Beleidigen. Achso. Warum magst Ich du mag die ja nicht? Ja, genau, jetzt geht's so. Okay, Okay, jetzt kommt's. Ist zwar, macht es sich auch auswärts ein bisschen. Das ist das. Sprach der Asiaten, ein Rassist. So was anderes, die sind so weit weg, die kriegen das nicht mit. Sehr Ja. Aus dem können die einen guten Reiskocher, da darf ich nichts sagen. Der Reiskocher kann auch gut Reiskocher. Ja, aber ein Reiskocher hat der Der Reiskocher kostet 30 erfunden. Meinst du, dass der Reiskocher vom Reiskocher erfunden worden ist? Ich verstehe nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Ja, nicht. Keine Ahnung. Ist mir irgendwie spontan. Wieso brauche ich überhaupt einen Reiskocher? Ist mir spontan Der Onkel eingefallen. Benz Weil tut man den leisten Sack kann. alleine. Da gibt es jetzt sogar einen von Tupperware, wie es ja eigentlich heißt. Tupperware. Tupperware So ein gibt's Plastikding, das mit Wasser und einem Beidel Reis in die Mikrowelle reinstellst und dann kocht der den Hammer da auf 2 Minuten fertig anscheinend. Habe ich gestern zufällig erfahren. Von der Tupperware. Ja, angeblich. Ja, da ich kein Reis ist. Die werden jetzt sterben. Dinge. Wer Tupperware? Ja. Wieso sollten die jetzt sterben? Die habe ich schon in den 90er schon gehört, wie der Ja, aber Scheiße. die machen ja nur noch Verluste seit jetzt 1, 2, 3, 4 Jahren. Ja, Das war richtig. Ja, machen die, Weil die machen Dinger die nicht immer noch. kaputt gingen. What the fuck? Da haben sie sich ins Außer eigene... du tust der Bolognese so sein, dann bleibst forever rot da drin. Forever, die kommst du 80 Mal in die Spülmaschine rein, du. Bolognese Sauce, bleibt Genau, Bolognese das ist Sauce. jetzt Das ist so. wieder Apache, bleibt gleich. Da hab ich, Ich habe gestern das erste Mal von dem 2 Little angehört und das ist nicht so meine Musik, muss ich sagen. Das ist wirklich unterirdisch beschissen. Das ist ganz- Das kapiere ich gar nicht. Vor allem Das- die Videos, das kapier ich noch, nicht. die Videos noch dazu, dann hat es bei dem einen Drehbuch bei, dann denkt man, was ist denn da? Was hab ich da? Drehbuch gebraucht? Was? Für was denn? Ich habe schon lange nichts mehr. Ich kenn wirklich bloß Apache bleibt gleich was, glaube ich, ein Lied. Das war so das erste, wie er groß geworden ist, glaube ich. Und irgendwas auf dem Roller. Ich hab, Und dann habe ich mir den Typen mal so angeschaut, aber nicht, ja, das ist jetzt so ein Moneyboy nicht ganz so behindert. Also nicht Das ist ganz aber so eigentlich verdammt absichtlich gut, aber leider. behindert, aber das ist halt einfach, also keine Ahnung. Was ist das, die Autotune-Gesäusel da? ja, meine Musik ist nicht, muss ich sagen. Ist nicht ganz meins. Da hören wir lieber ein bisschen an Nalkant oder Torso Fuck, das ist besser. Ja, ja. Gute Schweindelgrunz. Für die Schweinelgrunz. Das ist gut. Das ist Grindcore. Geile. Und Razor Grind, Rasiergrind. Rasiergrind. Ja, das ist das Zeug, was von der Klinge putzt.
Geil. Das ist also eine Musikgenre. Es gibt aber auch nicht viel ekelhafteres, oder? Was denn? So ein Rasiergriff. Doch, das Zeug vom Rasierer. Mit dem du einen Aufteil rauslässt. Und jeder hat damals den von seinem Vater hergenommen. Ich hab keinen Partner gehabt. Ja, ich schon, Wow. Ich hab den von meiner Mama Sorry, Daddy. Ich hab den von meiner Mama hernehmen müssen. Du hast einen Venus-Rasierer hergenommen. Ja. I'm your Venus. Ja. Meine Mama hat da wieder reingeschrieben, du wenn's schwul wirst, du Kretin! Sag Mama, aber du bist schon nicht. Wow, du bist so intolerant! Aber echt, ey. Und dann bin ich bin mit dem Lippenstift davor gelaufen. Und dreht der Kajalo. Ja. Und dann habe ich mir das selber wieder mit einer Gurken gediebthroatet. Ich hab gehört, es ist doch jetzt so, dass das, ich weiß nicht, ob es schon erlaubt ist, aber oder ob man da gerade drüber diskutiert oder keine Ahnung was, dass man jetzt dann im Ausweis sein Geschlecht einmal im Jahr ändern kann. Ich weiß nicht wie oft, aber Ich hab gehört einmal im Jahr. Maximal. Das weiß ich nicht. Ich schwöre. Aber man kann es auf alle Fälle jetzt. Das dann auch so wie diese Parkuhren, da wo du einfach nur praktisch in die du ins Auto einlegst, dass du parken darfst. Du kriegst irgendwann eine Strafzettel. Und da darfst du praktisch deinem Ausweis, da kommst du einfach dran. M, W, D, irgendwo. Das ist eine geile Idee. Da kannst du dein Geschlecht hinterher, wie es gerade passt. So. Ich bin dem behindert. Oh, ich will gerade die Ich darf da Frauensauna. parken. Nicht, da stehe ich Das jetzt. ist der geilste Scheiß. Ich sag das, was ist. Da gehe ich rein, so. Ich identifiziere mich jetzt als Frau. Was möchtest du da in die gehen? Frauensauna. Rein damit mit in den Ausweis hinein und dann schauen wir, was passiert. Ja, wahrscheinlich und dann kann ich sitzen am 10 andere Frauenparkplatz Männer 1 Meter vor dem Einkaufsding parken, wenn mir einer umhält. Sie bitte. Sie. Sie, Dem bitte. Dem Sie, ihr. Du Weil wir gerade bei Spacko-Trottel. Sie und ihr sind. Red mir Wann wärm. tut's es leid, wann sieht's dir leid? Prinzipiell sieht Ganz sie schwierig. möchte die gar keinen sitzen, weil ich finde das völlig lächerlich. Kein Mensch steht über mir, dass ich ihn sitzen muss. Und das Einzige ist halt in der Arbeit. Wenn du halt einen Vorgesetzten hast und der sitzt die, dann sitzt sie natürlich zurück. Aber ansonsten draußen in der freien Wildbahn. Ich glaube, ich kann relativ schnell mein Gegenüber, mit dem ich mich unterhalte, einschätzen und entscheide dann, ist er ein sehr erwachsen, konservativer Ist er eine Mann und alles, das so alt ist wie ich und drunter, das sieht sie nicht. Okay. Das schlage ich nur. Außer es kommt auch der 20-jährige Professor, Doktor, irgendwas, da habe ich dann einen Respekt und sage, okay, sie. Ich sage halt, wenn dann, hey, Respekt, dass du es geschafft hast. Du. Brauche ich jetzt sitzen, den Affen. Okay. Ja, ich finde das auch schwierig. Weil ich mir da, es der- kommt davon, wie ich mit dem in der rede, Arbeit wenn ist der sowieso klar, kugeltypmäßig kommt, sage ich du automatisch. Sobald ich aber merke, so, oh Gott, der hat seine Füße so dermaßen tief im Arsch, dass es gleich wieder rauskommt. Und Dass sag er ja, selber so, als sie. Handpumpen hernimmt. Sonst kriegt er daheim einen Herzinfarkt. Ja, und das ist mein Problem, was er daheim Ja, macht. aber Stell dir vor, der kommt bei die Bahnbüffe und heute du zu mir gesagt, die Jugend von heute, du Trottel, mit dir was reden, du, Ja, was hab ich meinem Professor gemacht? dem Trottel. Wobei man nicht vorstellen kann, dass es irgendeinen Professor oder Doktor gibt, der von der Idem irgendeine Scheiße labert. Ich weiß nicht. In Berlin ist die erste Queer-Kita eröffnet. Was hält man da davon? Ich glaube, das ist schon Zeit her. Mir wird da momentan. alte Scheiße. Queer, alte Hier, Scheiße. Kita. Das ist fragwürdige Scheiße. Ja. Da ist mir so ein YouTuber-Typ, ist mir vorgeschlagen, und die Videos handeln aber schon ein paar Monate alt teilweise, aber ist so vollkommen wurscht. Toll. Super, jetzt kommt er mit dem alten Scheiß. Mit dem alten Scheiß. Scheiß. Hat's damit überhaupt schon Aufgewärmt schmeckt nur Gulasch. Lange mal die das rote weißt. Aber ich Rakete. mag Gulasch. Vorhin traust du nicht. Nein, du hast gesagt, das geht nicht aber du hast mich dummerweise vorgewarnt. Ja, und da halten jetzt auf alle Fälle Drag Queens, wie zum Beispiel der Eric Big Kant, vor Eric Big Kante. ohne Witz, Geil, ja. ohne Witz Vorträge für Kleinkinder, was so möglich Wie ist. viel und so. in die Muschi passt. Und da In die gibt Bekannt. offensichtlich sind In da die Kant. Vorsitzende dieser Kita und so weiter, die Kinderbücher schreiben, da trat's der Zehennägel auf, Alter. Da trat's der Zeh von wegen hier, oh ja, man kann den Penis streicheln und dann ist das ganz toll an meiner Hose und so ein Scheiß. Da hab ich mir gedacht, wow, leck, Alter. Wer da seine Kinder hinschickt, Frühkindliche Erziehung. wer da seine Kinder hinschickt, absolute Brutgrätsche, ja. Nehmen wir die Brutgrätsche. Der war ungewollt, aber super. Hashtag Brutgrätsche, ab in die Kommentare. Brutgrätsche ins Joch. Brutgrätsche, das ist wirklich nicht schlecht. Geht's Ja. richtig ab. Brutgrätsche, stark. Ja, Das ist gut. von manchen Leuten gehört die Brut aber echt weggrätscht. Das ist. Ja, ja, beides weggrätscht. Ich habe vor Zeit irgendwas gehört von einer, die
die glaube ich heißt Mandy und hat sich dann beschwert über, also die Mandy ist auch nicht so ein toller Name, der jetzt hat, und hat sich dann recht geil über einen anderen Namen beschwert. Jetzt weiß ich nicht mehr, es war glaube ich eine Person aus Armenien oder selbst, die haben halt natürlich andere Namen, die bei uns nicht so geläufig sind, und dann beschwert sie, was die für einen komischen Namen hat. Und auf meinem einzigen Kommentar war gewesen, alles klar, Mandy. Mandy Orton. Hau doch ab. Mandy Schulze aus dem Osten. Ja, genau, so ist das. 100% kommt die Mandy aus dem Osten. Ne? Ja, definitiv. Ja. Alle Mandys und Pascals kommen aus dem Osten. Und Nancy's. Und Nancy's. Und Und Mercedes. Nazis. Schmaler Grad zwischen Nancy's und Nazis. Aber ich schließe das andere nicht aus. Ich kann Nancy und Nazi. So, wir wollen es nicht, Kind bitte taufen. Nazi, ja, das ist vielleicht ein wenig fragwürdig. Dann Ja, Nancy. Nancy, ja, das ist okay. Doppelname. Oh, nein, Die Nazi-Nancy. Schwierig. Ja, mei. Wem es gefällt für den ist das Höchste, was das ist. Klingt komisch. Wenn es aber so. gefällt, für den ist das echt. Ja. Ja. Hauptsache. Schwierig. Schwierig. Ich habe schon den Titel der heutigen Folge. Dem Nazi nennt sie. Der Nazi. Dem Nazi nennt sie gendert in der Kita falsch. Miss Bigkant ist empört. Knusch mit Eiwanger. Erik Bickert ist dagegen Eiwanger empört. Ja, schwierige Scheiße, Alter. Der Eiwanger. Aber eigentlich fast mit euch Schwierige Morgenscheiße. Ja, der Onkel Werner war schon lange nicht mehr dran. Ja, Und da klang sich sogar der Onkel Werner an den Kopf bei den Trottel. Nee, der schaut von den Kindern. Der schreibt keine Kinderbier. Hey. der spielt die Geschichten aus dem Der macht Kinderbuch. Fotoalben. Der hat so ein Kinderbuch, wo in der Mitte ein großes Loch drin ist. So wie Hab bei ich der auch noch Popcorn-Schachtel. Ja, Das mit dem Elefanten. Ja. Elefantenbuch und dann ist überall der Elefant drauf und dann kannst du und deinen ich- Schwengel durchhalten. Das ist ein ja, und ich denke, Onkel das ist irgendwie Bodyshaming, das Loch ist voll groß. Genau. Das ist voll unfair. Das ist, glaube ich, ein Onkel Werner seine Unterhosen. Da kann man, im Onkel Werner seiner Unterhosen kann man umblatteln. Gutes Buch. Brutgrätsche Das für, ist schon zweimal durchgelesen. für den Apache. Ich flippe aus. mit Das der Geile ist, Scheiße. ob das Lied von Apache gehört mit dem Udo Lindenberg, das Ja. komische Komet-Lied. Das ist so geil, weil wenn der Lindenberg dann den Part nachsingt, was der Apache singt, das hört sich alles dann nachäffen. Als sei er das nicht für voll nehmen. Als sei Ich er finde das auch verarschen. immer so lächerlich, wenn so alteingesessene deutsche Musiker wie jetzt der Udo Lindenberg oder der Peter Maffay und so auf einmal dann Lieder machen wie mit Sido, Bushido und Apache und sagen, schau, was soll die Scheiße? Ja, oder Heino mit seinem Malle hätte, wo ich echt gesagt habe, letztes Wochenende. Honk heißt der mit Typ, oder? Honk, genau, mit dem Honk. Die, wo ich Hab ich, gesagt hab ich das gesehen? Wie war das? Ja, sag mal Erdbeeren, kurz. Erdbeeren, Nutten und Koks, aber Erdbeeren sind schwer zu Ja, kriegen. genau, weil er sagt, Irgendwie. das war da gibt es ein Interview, wo Ja, er gesagt Benzodiazepin. hat, wo es geheißen hat, dass er in seinem Vertrag drinnen steht, hat, dass er im Backstage-Bereich immer Nutten, Koks und frische Erdbeeren hat. Und dann ist er gefragt worden, ob das gestimmt hat. Und er hat dann so gewitzelt und hat gesagt, ja, Falle, aber frische Erdbeeren waren immer schwer zu kriegen. Der Heino. Und das ist ein geiler Auf einfach. War der nicht auch erst vor kurzem irgendwo in kurzer Frühstücksfernsehen, Schlagzeile? Ja, genau, weil er da irgendwas gesagt hat, die Leute, ich glaube, ich zitiere, hoffe, die Leute, die da so umeinander gehen und die deutsche Sprache kaputt machen, haben sie alle ins Hirn geschissen. Ja, genau. Ja, Heino, Aber das haben sie dann auch gelöscht, gell? Ins Hirn innen geschissen, bitte. Ins Hirn innen geschissen. Ja. Beim Frühstücksfernsehen. Innen hineingeschissen. von außen ins Ins Hirn Hirn innen geschissen. Ja, Leg mir das Arschloch Das innen. ist so geil. Es ist so geil, ich habe ja auch das ist ein paar Wochen her, wie Starfield gekommen ist, und da wählt man am Anfang seine Pronomen aus. Ja, viel. Und dann habe ich kurz hineingerantet und umeinander gespielt, wie ich es halt alle tue. So, Weil ich denke, das das so triggert, ein Kindskopf. das triggert mit Sicherheit irgendwelche Regenbogen-Kommentare und genau so was. Rainbow. Ich finde, da habe ich ziemlich, da kriege ich so Kommentare wie zum Beispiel, früher habe ich die voll gefeiert, aber das geht einfach zu weit. Und dann hat man so gedacht, ach so, ja, früher habe ich Kinder als vegane Mit-40er unterfegelte Fotzen bezeichnet und alle 5 Minuten kehrt der Preis eigentlich über den Haufen gefotzt, aber jetzt, wenn ich sage, die haben alle total gestört und einfach nicht ganz sauber, das ist dann das Problem, Mr. Moralapostel. Ah ja, Und ich verstehe. wahrscheinlich wieder mal eine Person mit Stellvertreter-Syndrom, die selber gar nicht betroffen ist davon. Ich habe auch so Kommentare gekriegt, so von wegen, mich reden Leute mit er, sie an. Es ist jetzt schwierig, Sarkasmus und Ironie auszulesen, wenn nicht irgendwelche Emojis dahinter Genau, sind. nimmt mal Emojis als Idiot. Genau, Ne? voll Das ist jetzt schwierig, ich kann nicht einschätzen, meint derjenige, Dems. diejenige, demjenige. Was weiß ich, Alter? Meint er das ernst? Oder ist das jetzt
so ein verarschender Satz, so kann ich nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, aber ist immer geil, wenn du darüber jetzt Witze machst, da ist auf einmal die Grenze überschritten. Ja. So ein Scheißdreck, warum ist da jetzt die Grenze Aber überschritten? die Für mich kleine gibt's sowieso keine Grenze Franziska nicht. als vegane Unterfegel, die mit 40erin bezeichnet, die ein Bogfotzen verdient, das war okay. Da Das kann man ist mal ja lachen klar. drüber Ja, freilich. und sagen so, Franziska, halt dein Maul, du Mongo. Ah, das ist ja das Mandy. Geile. Das ist ja das, Mandy! Nazi Mandy. das ist ja das Geile, was mir Ist okay. Da haben wir eh schon mit öfter drüber geschmerzt, dass die Leute, die sich beschweren, meistens nicht Betroffene sind. ja, Das ist immer so lächerlich, weil ich sage, die Leute, die sie betrifft, die lachen sogar meistens nur drüber über den Scheißdreck, aber der ganz normale Nicht-Betroffene, da mache ich mich jetzt stark, Halt dein Maul und Wenn verpiss dich. man ein bisschen, jeder von uns hat einen einigermaßen großen Bekanntenkreis. Ich nenne jetzt nicht einmal Ich kenne 4 Leute. die da drauf Wert Oha, legen. ich nur 3. Du kennst 4 Leute, die da drauf Wert legen. Achso, nein, insgesamt. Achso. Ja gut, wundert mich nicht. Einer bin ich, einer bist du und dein Und Mom. und der Imaginary Spezi. Das ist super. Pap Kinder ja nicht. Ich Straight to the kenne feelings. keine einzige Person in meinem ganzen Bekanntenkreis, glaube ich, die da nicht, die, viele sagen natürlich, das ist mir scheißegal, und der Rest sagt, beide dann kommen, so, der ist nicht ganz sauber. Nicht eine einzige Person, die da irgendwie sagt, so, Wert drauf, Ich kenne tatsächlich Auf was? Auf 2. Gendern jetzt generell? Oder was meinst du? Genau. Na, auf die zum Beispiel betroffen sind von, nenn mich nicht. Achso, nein, das nicht. Sie, her. Nein, ich kenn auch der- keinen, der betroffen ist. Ich kenne 2, die darauf Wert legen, so zum Reden, die das Gendern auch umsetzen. Ich finde, das sind wieder 2 verschiedene Sachen. Das Ja. Gendern an sich in der Sprache, wenn ich jetzt sage Schüler oder SchülerInnen, Ja, genau, das kurze ist Schlager. wieder was anderes. Sagen wir es so, wie Schlagerlinnen. viele Geschlechter gibt es? 78 oder Mindestens mittlerweile. 74. Ich hätte 74 gesagt. Jetzt einfach ja Irgendwas, gesagt. irgendwas über 70 mittlerweile, glaube ich. Keine Ahnung. 2. Aber wie gesagt, Einigen wir uns auf ich kenn 2, die das in der Sprache umsetzen für sich. Das ist okay, da habe ich Aber ich Weil kenne du jetzt da- halt keinen, der Menschen. sich betroffen fühlt davon. Das Also ist ich auch was, kenn's das halt- stört mich nicht so, muss ich sagen. Dann sage ich halt, du redest wie behindert heute mal. Bei uns im Freundeskreis gibt es jemanden, die arbeitet in einer weiterführenden Schule und die ist da Baumschule, also Baumschule. Sozialhelferin und die kümmert sich halt um die Sozialfälle in dieser Schule. Und da, die sagt zum Beispiel schon, dass es die Leute, die haben dann meistens auch natürlich, nicht natürlich, aber haben halt oft sozial auffällig Kurve gerade noch. in einer einem gewissen Maße und also die legen da dann schon drauf Wert, wie es dann angesprochen werden. Aber das ist auch nur Hörensagen über Dritte. Also direkt. Ja, also Das okay. ist gut, immer, was Leute sagen, stimmt nochmal. Das mag schon sein, dass da irgendwo sich eine Leute gibt und die haben halt einfach eine Geschlechtsidentitätsstörung. Und das ist alles bloß nicht normal. Ich habe nicht gesagt, dass es schlimm ist. Ich habe nur gesagt, verkauf mir nicht, dass ich jetzt schmerzen muss wie ein Volltrottel, weil von 1 Million Leuten 5 umeinander laufen, die nicht wissen, ob es Mandal oder Weiberl sind. Und ich überall damit konfrontiert wie wo ich hinschaue. Aber da ist gerade gut, weil du sagst, weil du musst ja nicht so schmerzen, das Thema schon ein paar Mal gehabt und das haben wir doch vor 2 Folgen gehabt und da hat einer drunter kommentiert, dass es diesen Zwang schon gibt. Kannst du dich vielleicht daran erinnern, weil ich doch da auch gesagt habe, du wirst ja nirgends dazu gezwungen. Er hat gesagt, das stimmt nicht, in Berlin an irgendeiner Uni wirst du dazu gezwungen. Und da habe ich mir ein bisschen eingelesen. Das ist ziemlich gestört, finde ich, weil es gibt keinen offiziellen Zwang dafür, dass du so schreibst, sondern es machen Professoren, die selber sagen, das finde ich jetzt nicht wichtig und wenn du in meinem Unterricht nicht genderst, dann kriegst du Punktabzug. Da kannst du Das- sogar gerichtlich dagegen vorgehen. Das ist das Durchdrucker von irgendwelchen Deppern. Und das ist aber nicht, so, dass dass das irgendwie ein Zwang ist, sondern das ist einfach eine individuelle Entscheidung von irgendeinem Professor, der sagt, ich finde das wichtig, also machst du das in meine Klausuren. Und wenn du es nicht tust, kriegst du Punktabzug. Aber da habe ich dann also auf einer Anwaltsseite ein bisschen gelesen, die Schüler, die kannten dagegen gerichtlich vorgehen, weil es gibt keinen Zwang dazu, dass du das machst. Also, liebe Schülerinnen und Schüler, die da jetzt zuhören, Mehr klagen. Phase 1, es gibt nur 2 Geschlechter, Phase 2, wenn euch euer Lehrer versucht vorzuschreiben, so eine Scheiße zum Labern, dann sagt einfach nein. Und wenn er meint, der muss dann umeinander fankeln mit schlechteren Noten oder sonst irgendwas, Wickelt sein Auto mit dann sollte man Klopapier. auf alle Fälle in der 4. Klasse spätestens schon mal mit dem Anwalt drohen. Aber Alle. es gibt ja, man darf sich immer nur vor Augen halten, es gibt ja nicht nur G schlecht, es gibt ja auch G gut. Eben. Geh Güte. Egal wie viele Geschlechter es gibt Geh Güte. Das ist kein Gutschein, das ist ein sehr Gutschein. Weißt du, das müssen wir anders formulieren. Ich Geschlechter als Ja, du. machen wir gleich eine neue Speziwirtschaft-Merch mit so einem Regenbogen drauf und dann die machen wir nur in schwarz-weiß. Mit Gegüte. Ja, egal wie viele Positivity, egal wie Oder viele wir schreiben drunter, ich gehe schlechter als wie du. ich gehe schlechter Als wie du. Der, wo, ich gehe als einzigster schlechter als du. genau, der, wo Güter geht. Der Güte.
Haben wir schon wieder ein Merch geholt. Ich weiß, jetzt bin ich schon wieder unentschlossen, wie die heilige Folge heißt. Ich bin schlechter Güter als du. Hä? Der als die, wo du. Was? Wer? Apache bleibt gleich. Apache geht gleich. Apache geht gleich. Okay, bye. Okay, bye. Ich will blau. Ich will lila. Das ist ja keine Ahnung. Das ist das da. Eigentlich müsste man sich gar nicht drüber aufregen. Aber was sitzt man zusammen? Natürlich prüfe ich da rein. Wenn ich mit der Scheiße konfrontiert werde, dann werde ich aber Fotze. Malzeug nicht mit dem. Ich darf es nicht angelangen und nicht verschmieren oder sonst was. Einfach da lassen, was ist und warten, bis von selber weggeht. Rausgehen nicht. Die rote Rakete. Oh, noch die Rakete ins Maul. Ich weiß genau, was gleich passiert. Ja. Ja. Ich hab mir das. Ich schluck dir nach der Folge so. Es ist noch das Überbleibsel, die rote Rakete vom Star Wars Stream, wo ich mir alles. Machst du jetzt nicht Das war kaputt! erst iPhone. Du Vollidiot! Du schminkst dich doch regelmäßig, du Homo. Sollst du es eigentlich wissen? Sollst du Ja, es aber eigentlich damit wissen? schmier ich ja nur meine Rosette ein. Ja. Das glaube ich. Das soll ich Deswegen ist der das Schwanz so wie rot. Was? Woher weißt du das? Weiß ich nicht. Du schickst aber die Flexband. Das heißt, dein Arschloch ist rot, mein Schwanz ist rot und deine Lippen dann. Ja, genau. Das ist praktisch der Kreis eines Das ist der Lippenstifts. Human Centipede. Nein, googelt's nicht, was der Human Ja, Centipede googelt es schon. Ja, googelt's der es schon. ist- Da hat es unbedingt. Das ist- Nam, nam, nam. Ja, das ist Danach wirklich ist das Glas, verglichen. am Schluss ist das Glas. Da ist Geschlecht da egal. Da ist wirklich wurscht, ja. Da ist wurscht. Ja, Da ist doch ist, wurscht. aber ist ziemlich für den Arsch. Ja. Je nachdem, wo du hängst. Shit happens. Der erste in der Reihe hat sogar einigermaßen gut erwischt. Ja. Einigermaßen. Naja, eigentlich wirklich gut. Bis auf die Knie und das Arschloch. Was ist mit den Knie? Ja, der macht einer doch Zähne da kaputt, damit sie nicht mehr aufstehen können. Damit sie graben müssen. Das habe ich nicht gewusst. Ja, Was das macht weißt der du. kaputt? Die Sehnen. Ach so, nein, das habe ich ja nicht In gewusst. die Knie. Der schneidet einer Nicht blöd. am Knie irgendwas durch, damit sie nicht mehr aufstehen können. Stimmt. Was immer noch die asozialste Sache ist als Achillessehne durchschneiden im Hostel. Das ist immer noch das Allerschlimmste. Das ist so widerlich. Das ist Und der ganz stinknormale Bohrer in die Kniescheiben. Das ist das alle, da da ist, glaub ich, Sexlichkeit und so, das ist einfach nur die Vorstellung, ist so. Weiß ich nicht. wenn er halt dann da sitzt und dann sagst du überall die Liga, wo er jetzt reinbohrt hat. Ja. Oh, hau mir ab mit der Scheiße. Aber was ich mindestens genauso schlimm in der Vorstellung finde, ist, wenn da einer einen Zehennagel ausreißt. Der ist nicht da irgendwann mal mit den Zangen Aber das finde ich von der Nein, Vorstellung bei her, Hostel nicht, Wo nein. ist denn das? Wo ist denn das, was einem mit der Zange die Fingernägel abziehen? das Serbian Movie. Ist das Payback? mit Mel Gibson? Nein, da hauen sie ihm Zähne zusammen mit dem Hammer. Ja, Glaub das ich. kann sein. Payback ist super. Payback ist super. War meine erste DVD, die ich gehabt habe. Echt? Ja. War einer der ersten Filme, die ich damals von Kassetten auf Kassetten überspielt habe. Kassetten. Von der Videothek. Erstes Business. Ja? Ja, das war Nein, die habe ich noch nicht verkauft. Das war dann erst in der erstes Realschule. Gangster-Business war das. Das erste Gangster-Business waren Gina Mein Wild Blog, Pornos mein Blog. und ein paar Mein Porno. ein paar Ich geh gleich, Computerspiele. geh gleich. Da war das Internet noch in Ordnung, da hat man sich mit AOL eingeloggt. Ja, Mama hat genau. nicht telefonieren können und du warst am Schleidern den ganzen Tag. Genau. Da im Messenger wächst auf, ich muss telefonieren. irgendeinen kennengelernt, der mal über die Listen durchgeschickt hat, was alles hat. Ja, ich bestelle einmal alles. Und dann habe ich das erste Businessmodell aufgezogen in der Schule. Und habe in die Klassenzimmer Zielen verteilt. Namen einschreiben, morgen nimmt es mit, kostet 5 oder ein 10er oder was weiß ich nie was. Fürs Fett, heutzutage sind unvorstellbar. Aber es kaufen immer nur Leute bezahlt, zeigt, das ist immer nur ein Business und Ende. Was raubkopierte. Na, allgemein auch Original Schweinskram-Filme. Dass sie Das live. ist mir ein Rätsel so, ja. Das ist selbst. Aber es gibt, ich muss jetzt schon mal sagen, dass ich kenne jemanden, der hat mal so einen Account auf diversen Seiten und das ist auf so diversen gleich. Ja, ja. Nein, also zum Beispiel Brazers. Also das, wenn du Sex. Razors? Brazer. Also Brazzers. Brazzer. Ja. Brazzers. Brazzers. Habe ich auch schon einen Account gehabt und dann. Super Ich Mario find die Bros. Also die Pornos, habe ich gehört, haben dann schon nochmal eine andere Stufe. Finde jetzt ich persönlich. Inwiefern, was passiert da anders als Ich gut? weiß nicht genau, ich habe das ja nur gehört. Ja, aber was hast du dann gehört? Wir haben heute schon mal festgestellt, So dass Leute einiges. verzeihen stimmt. Das ist bei mir schon über 10 Jahre her, glaube ich, also locker. Ja, aber und das damit- waren damals halt im Vergleich zu den freien Seiten, waren das halt extrem hochwertig produzierte Sachen. Extrem hochwertige Ja. Kaviar-Filmchen. Nein. Schade. Kennst du das mit Brazzers kennen? Okay, da was die hat auch noch einschlagen, ja, sozialen Ja, Vollmongos. Ja, hallo, wenn es Scheiße, Griffin ist, ist es echt. gegenseitig, ganz mal, das ist geil. Ja, dann geht die nichts auf. Two Guys Core Cup. Und dann noch das Glaselbrot, was? Guys Quark Cup and it's gone! Und jetzt gone. Ja, aber da brauche ich keinen Account, weil die Ja, ganze, das- ganze Scheiße habe ich alles über WhatsApp gekriegt, also bitte.
Was? Apropos, Ganze sind wir jetzt Brothers Nein, das Brothers-Filme, die da Kaviar-Filmchen. Kaviar-Filmchen. Ja, wir schauen uns an ersten Teil scheiße rein. Ich nicht. Ja, nicht. Kumpels von uns? Scheißkerle 8. Shit Eater 2. Shit, die dazu. Leidenschaft Kaviar war also ein Filmchen. Das ist Wir haben toll. nämlich zufällig mal, habe ich die Geschichte erzählt, Monetarisierung so. habe ich die Geschichte erzählt, wo die Videothek zugemacht hat in Landau und haben wir dann die Filme gekauft. Ja, ein bisschen Zeug mitgenommen. Welche, die oben, ne? Nein, die untere dann, da, wo der alte Netto war. Da war ich fast nie. Das war meine Stammvideothek und als es zugemacht hat, haben wir halt dann die ganzen Filme gekauft, die wir noch braucht haben und dann sag ich so, stehe an der Kasse und ist da so ein Stapel Filme, sage hey, was ist denn das? Und dann war das wirklich ein Stoß mit so Kaviar-Filmchen und das waren glaube ich 10 Filme, 50 Cent, da haben wir halt mal in 5 investiert und haben es mitgenommen, weil es war nämlich... Deswegen hat es auf Geburtstagsfeiern dann einmal eine ganze Zeit lang jeder so einen Drecksfilm gekriegt. Ja, das war super. Okay, ich verstehe. Das war ein super Geschenk, hey, geil, ich krieg einen Film. Geil. Geil eigentlich. Und wir haben uns dann in der Meisterschule, haben wir den letzten, den ich gehabt habe, den habe ich in die Meisterschule mitgenommen, dann haben wir immer irgendjemanden in den Rucksack eingesteckt, in der Hoffnung, dass er daheim raus tut und dann fällt der runter und irgendjemand sagt das. Und da war ein Lehrer da und dann haben wir den wieder umeinander und der Lehrer die ganze Zeit so, was habt ihr denn da? Ja, nix. Nein, was habt ihr jetzt da? Nix, das wollen sie nicht sagen. Ich bin einen Haufen gewohnt, das darfst du schon sagen. So, nein, das sagen wir nicht her, weil das ist wirklich nichts für sie. Dann er wieder so, jetzt sagt das her, weil ich bin einiges gewohnt. Dann sage ich, ja, auf eigene Verantwortung und lege mir das Kaffee, schieb so viel in negativ. Was habt ihr so? Apfelteufel, ist das so ekelhaft. Das war der geilste, sind die Reaction-Videos, es waren eigentlich die ersten Reaction-Videos im Internet, glaube ich, zu dem Two Girls One Cup Zeug. Von Family Guy ist das ist so geil, da sitzen wirklich, gibt es 2, 3 ganz bekannte, da sitzt wirklich 8 Männer, gestandene Männer vor dem PC und eine Frau in der Mitte. Das eine und sonst, da ist kein Weiberleute dabei und alle sitzen jetzt so daneben und schauen sie jetzt so und schauen sie jetzt so und ich so, ja, was ist denn jetzt? Und irgendwann merkst du dann, dass der Monitor die Leute halt anschauen, dann schaltet es auf dieses helle Beutel und dann auf einmal so und hinten das ist Ja, so schlimm war es jetzt Ich auch wollte gerade nicht. sagen, ist das so gestellt. was? Ja, Da kennen wir jetzt nicht. also ich fand das... Es gibt, Wo ich sich weiß der jetzt Mann auf nicht, das Glas ich weiß setzt, ist nicht, auch wie nicht dermaßen tief das ihr das mit dem Glasl, kennst du das? One Ja. Guy, One Cup. Ja, Alter. Ja. Dann kommt da nicht Kotze auf. Ja, das ist eklig, aber Two Girls One Cup, mein Gott, das ist jetzt... Also zum Anschluss Weißt, finde ich das nicht, Two da hängt's mir jetzt Two nicht. Girls One Cup war halt in einer Zeit, da hast du noch nicht mehr Handy gehabt. Weißt du, kannst Home hast, der Vergleich. Ich habe das Video auch gesehen, wo es rauskommt. Das war Mitte Da war ich der gerade 14 oder 2000er. so. Mitte der 2000er, da warst du nicht mit Da war 10. ich 10, ja, da war ich auch schon geil drauf. Geil? Was ist das? Die scheißen sie an. Ja, Ich hab davor schon anders gesehen gehabt, weil mir das damals, das war in Ruhestoff in der Disco, ist einer dahergekommen, gar nicht, hab ich der, möchtest du mir was sagen, was Cooles am Handy und dann zeigt man das erste Mal irgendein Video, wo sie irgendwelche Leute, weißt schon, hier in den Mund defekieren und dann haben wir gedacht, Alter, was passiert denn auf der Welt jetzt gerade, ich will mehr davon, gib. Und dann ist endlich, und dann war ich gute Gefühle mehr Hause. bei Two Girls One Cup war ich dann schon abgehärtet. Kann ich mir das Handy schnell ein, habe ich gesagt, kann ich nicht aufs Klo. Nein. So, wir reden jetzt bitte über was Habe ich anderes. mit dieser weil Maus eingefärbt. Was? In dieser Maus kann Boah, man schon ich hab- reinfarben. wenn wir jetzt ganz vom Thema weg möchten, ich habe noch ein Thema dabei. Und Bitte! Ich habe halt zufällig ein Video gesehen, in dem ist gesagt worden, dass jemand, wenn einer sich den Tod wünscht, also der möchte so sterben nach 4 beziehungsweise beim 5. Bier. Und das habe ich mal durch den Kopf gelassen und es ist tatsächlich eigentlich schon die perfekte Situation. Du hast ja genau 4 Bier, du bist noch nicht so voll, aber bist dann noch nicht so betrunken. Ja, aber Und dann habe ich mal die Gedanken gemacht über die generelle Situation des 4. und 5. Bieres. Habt ihr das noch nie? Ich heute schon. Und eigentlich ist das ja voll geil, wenn du so 4 Bier hast, dann bist du leicht losgelöst. Und Ja, wenn ich mal hinten voll Koks einrotze, bin ich auch leicht losgelöst. Und lauf wahrscheinlich grinsend ja, in aber den du Tod wirst hinein. dich doch nicht. Da fliege ich dann ohne, dass ich stirb. Ja. Das ist mir halt so aufgefallen. Und ab dem 5. Bier, weil du nach 4 Bier oder beim 5. Ja, Bier, aber warum bist du mehr hast denn- noch nicht mal wenn ich Regret damit- damit, wenn du ich hast keinen damit- Kopfweh, gar nichts. Aber es ist Habe ich voll auch nicht, geil, wenn ich das hinten voll so- Koks einrotze wahrscheinlich. Ja, Habe ich auch aber keinen das Kopfweh. erste, aber da hast du ja noch nicht drüber nachdenken. Die haben Zeit, da wirklich mal drüber nachdenken. Das ist so die perfekte... Nein, hinten voll Koks ist wahrscheinlich das Perfekte. Ich habe noch nie ein Handfeld geguckt. Ja, nicht, aber ist ja wurscht. Also wahrscheinlich vom Hören sagen, glaube ich zu wissen, ist wahrscheinlich besser wie 5 halbe. Sonst sagen alle Superreichen sagen, scheiß mir aufs Koks, hol mir 5 halbe. Okay. Nein, also so wie sie kennen, Mein Gott. vom Hören sagen,
sagen Leute nach 4, 5 halbe geil und jetzt haben wir uns noch Koks mit rein. Dann Okay, können wir, Bier, Koks und Bier. dann können wir nämlich nur mal 4, 5 halbe saufen und dann gibt es noch mehr eine Nase, dann wird man wieder ein bisschen nüchterner sein und dann hast du mal einen gemütlichen 25 halbe Tag. Oh Mann, jetzt bin ich deprimiert. Warum möchte er eigentlich sterben bei 4, 5 halbe? Was ist das für ein Video, was du da anschaust? Warum möchte er da Ich sterben? gerade sagen, Wenn er mich, Also er hat gesagt, wenn er sich so den Tod, also wenn er sich aussuchen kann, wo oder wie, dass er stirbt praktisch. ja, aber warum nicht einfach den Klassiker, wenn ich schlafe und ich krieg nichts mit? ich grad sagen, Einschlafen und im Aufwachen, also das Sie ja hängt für die Schlaftabletten Aber oder na, so mit dem spritzen wir letzten- 5 so dieses Spritzen gar Heroin. nichts, das musst du auch machen. Also einfach. Ihr seid so richtige Schlechtredner immer. Na, weil einfach wahrscheinlich mit 2 Spritzen Heroin, da findest du gar noch wahrscheinlich ganz geil, dass ich stirb. Ja, da findest du wahrscheinlich alles geil. Warum einen Spritzen jetzt auch noch? Das tut auch noch mehr weh, wenn du spritzt. Ja. Einfach Healing, Einschlafen und im Aufwachen. Komm, Ja, nicht, was ist dann Schore ist Heroin zum Rauchen in irgendeinem, da Ja. hab ich im Stein Schore Papiertypen, habe ich mal angehört, ich hab nicht gewusst, was das ist, sag ich, aber es ist, ich glaube, es ist einfach Heroin in so einem Alu-Ding drin und du zündest es so und der Rauch, der davor geht, den schnaufst du ein. Glaube ich, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Dann rauche ich es halt, da brauchen wir nicht spritzen. Ja, oder ich möchte halt einfach einschlafen und im Aufwachen, ganz in Ruhe. Ohne irgendeinen Stress. Irgendwie ohne Stress. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Ja, ja. Ja, ja. Deine zusammengefallenen Zähne sagen was anderes. Ja. Crystal Birger. Aber nach 4, 5 halbe bin ich nämlich auf dem Modus, wo ich so gut drauf wird, da hätte ich überhaupt keinen Bock, dass ich sage, jetzt nippel die ab. Aber das ist ja praktisch, Da sage ich, jetzt ist ja erst Achterbahn. ja, das ist so nach 4 Halbe, das ist aber so dieser ideale Moment, wenn es jetzt dann praktisch bis zur 5. Halbe, dann hast du keine Kopfschmerzen, am nächsten Tag gar nichts. Kommt drauf an, Aber was für dann- Bier. Na, du hast halt dann auch die Motivation, finde ich. Dass du jetzt umbringst oder was? Nein, generell einfach Zum Sterben. nochmal für 5 Halbe. Ja, schon, aber da möchte ich eben nur mit 5 halbe und nicht sterben. Ja, 5 Ich verstehe den Typen nicht. Ich verstehe den Ja, Typen wie nicht. jetzt überhaupt, wie kommt der da drauf, wie kommst du da drauf, was ist das für ein Blöd, denkst du so einen Scheiß aus? Also so generell, so einfach mal über den Moment nach der 4. Halbe noch zum Dinger. Keine Da Ahnung. ist so das Erste, was da einfällt, sterben. Nein, das war Toll. sein Motiv. Das ist nur die mein Motiv. Ich mag du nicht sterben nach 4 Halbe. Aber der, Ja, aber dann glaube ich, haben sie 4 halbe sein geringstes Problem. dann frag ihn halt. Ja, wer ist denn noch Der gerade? Chernobyl, Tobi. Heißt das so? Na, Ja, wie heißt denn da? Du hast keine die Ahnung. Ja, bist du behindert? Ich hab da nicht einen Namen, ich hab nur das Video gesehen. Da hab ich richtig drüber nachgedacht, aber was? Ich weiß es nicht. Hä? Ich hab halt nur drüber nachgedacht, aber nicht über seinen scheiß Namen. Kann nicht dabei, wenn ich Raucher gewesen ist, ich anschreit. Na, bleib jetzt da sitzen. Mann, dann Ich schmeckt bin wieder irgendwann. Das kotzt mir richtig an dem Scheißlohn. Traust dich nicht. Ja, ich hab meine Chicks jetzt eh nicht. Du. Scheiße. Meine Ziesen. Eine Season. Ja, das war eine komische Frage, Florian. Ja, war sehr komisch. Ich werde euch heute nochmal philosophieren nach 4 Halbe. Werde ich euch heute vorsichtig. Ja, ich werde die einfach wegdrucken. Tust eh nicht, weil er langweilig. Ich tank auch 4 halbe, dass ich Ich nicht mach den philosophieren. Ich tank auch 4 und mach mit. Ja? Und Geil, dann Alter. philosophieren wir uns gegenseitig was vor. Geil, Alter. Ja, und dann schneidet euch Pulsader im Eishockey nebeneinander auf, Handel halten. Oh, Vergisst die rote Rakete nicht. Das war mein Traum. Ja. Das war mein Du Traum. nimmst die Kamera mit, filmst Dann, das. dann machen wir auf der Eisfläche machen wir dann noch einen Blutschneeengel mit Mausblüten. Wie heißt der bei... Fuck, Blutadler von Vikings. Nein, nicht den... Blutadler von Vikings. Nein, Immer noch nicht. nein. Okay. Immer noch nicht. Adler von Vikings vielleicht. Ja, weißt du, was Vikings ist? Natürlich nicht. Wikinger. Weißt du, was ein Blutadler ist? Ja, ich kann es mir jetzt vorstellen. Nein, kannst Also, nicht. Ich glaube nicht, dass du es kannst. Ich denke mal, das ist so in die Richtung wie mit Schneeengel. Schneeengel. Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Verzeih mir da später, weil das ist ab 18. Ich wollte gerade sagen, dann sperren sie uns das Video, das ist garantiert. Ja, das ist mit Dem- dem Film, den ich vorher erwähnt habe, schon grenzwertig. Das eben, wir haben ja ein paar Sachen, die wir heute erwähnt haben, waren eventuell grenzwertig für die Monetarisierung, kann passieren, ja. Ja, mein Gott, das ist unser Berufsrisiko. Ja. Upsi. Leben am Limit, richtig Ups, krasser kriegen wir nie Geld. Und dann beschweren wir uns wieder, was Ja, für genau. Idioten das waren. Ah, Mann, Morgens Mann. Helmix, abends auch noch einmal was riskieren. Leben am Limit. Abends anal. Ja, hab ich auch verstanden. Ja. Anal was riskieren. Ja, Das ist mir schon Und dann, klar. dann kommt der Typ wieder mit seinem Glas. Sowieso, es war a Trap. zum Großen. It's a Trap. Ass to Maus. Das ist eine richtig Was hältst du jetzt eigentlich von Zivilcourage, da wir das Thema mal weg? Weil ich Zivilcourage. habe nämlich jetzt halt gelesen von, ich glaube, es war auch wieder Berlin, da haben zwei Jugendliche mit 16, 17 haben mitgekriegt, dass irgendein 60-jähriger Typ einen Burm mit sich bei sich dabei hat und der Bub hat Angst und die haben halt dann angesprochen und haben den dann eben vor ihm weggezogen und der eine hat den Burm heimgebracht und der andere ist mit dem alten Mo praktisch, hat ihn verfolgt bis heim und hat die Polizei angerufen. Hat sich dann rausgestellt, dass der unter Alkoholeinfluss den Burm zu sich mitzwingen wollte. Und dann ist halt, ja, das Thema Zivilcourage ist ja immer wieder mal in den Medien, wenn es mal ausbleibt. Was Für einen 16-Jährigen und so, Respekt. fette Props. Ja.
Habe ich selber auch Und schon. schlau gemacht vor allem. Ja, Also, ja, das ist ja genau das Richtige, weil vor allem einer mit Zivilcourage, ich muss jetzt mit einem Dropkick einspringen. Oder wie? Nein, muss Das ist nicht. ganz wichtig. Das war auch lustigerweise das erste, an was ich jetzt denkt hätte, wenn zum Beispiel irgendjemand mit, haben wir ja alles gehabt in den letzten Jahren, rennt irgendwo jemand am offenen Stadtplatz mit einem Messer umeinander und greift Leute an. So, da ich sag, das müsste ich wahrscheinlich zweimal überlegen, ob ich da hingehe. Aber weil ich halt nicht abstehen lasse von dem Trottel, bin ich behindert. Nein, Eigenschutz soll ja das Größte sein. Zumindest was nicht, ich zum Beispiel- nicht unter 4 halbe. Aber Ich ja, nicht habe unter 4 halbe. das persönlich schon mitgekriegt, so zivilcouragentechnisch. Das war damals noch mit meiner Ex-Freundin, da waren wir in einer Bar. Und Grüße da, gehen raus. Ja, die Ex. Auf jeden Fall. An die Bar hätte ich gemeint. Achso. Und auf jeden Fall hat sie die so zerstört, innerhalb von 2 Stunden, dass sie nicht mehr gewusst hat, wo links und rechts ist, hat die ganze Zeit gespimmt und keine Ahnung. Dann habe ich es praktisch im Hast du es Arm ausgeschmissen, irgendwie zivilcouragemäßig? ausgetragen. Also die hat dann auch alle 10 Meter gefühlt gespimmt und wollte es dann praktisch zum Auto tragen. Und dann haben wir aber auch 4 Mädels angesprochen, also zusammen, die haben dann zu mir hergegangen oder zu ihr und haben gefragt, ob sie mich überhaupt kennt. Also fand ich in dem ersten Moment natürlich mega Du hast das weird, weil ich hingeschmissen und gedacht bist du vorgelaufen, oder? hab, ja, Vorhin lassen und voll springen. Fuck, Alter, fuck! Und 100 Meter eingefallen, na fuck, wir sind wieder zusammen. ihr habt zuletzt berührt. Ihr müsst sie mitnehmen. Jetzt einfach Gegenfrage, kennt ihr eigentlich überhaupt? Und dann steht der Vogel auf. Kopfhörer meine. Das war andere mitgenommen. Na, aber das war, also im ersten Moment war das mega weird, aber eigentlich richtig geil, was die da gemacht haben. Also Ja, ja, im das Nachgang. Ja. Also es war, Auf alle Fälle sehr war gut, cool. ja. War cool. Ich glaube, da, wenn du wirklich jemanden anschmerzt und dann der Wisch dabei, dann Dann ist es aber auch nicht witzig. Das kommt ganz drauf. Natürlich ist es nicht witzig, das ist mir schon klar, aber dann ist derjenige, der tut da auch nichts. Glaube ich. Der ist erstmal so. Ja, es soll ja schon mal, Fuck. du sollst ja schon, weil ich hab da ein bisschen was gelesen, so Ratschläge, du sollst ja eigentlich auch gar nicht direkt in die Situation mit eingrätschen, wenn es jetzt, sagen wir mal, nicht zwingend erforderlich, aber allein schon Abstand halten und umschreien, dass du das gerade wahrnimmst und dass du Polizeirufer wirst, also den schon mal darauf aufmerksam machen, dass er beobachtet wird und das nicht jetzt einfach so passiert. Das hilft schon mal viel und dann eben sie alles irgendwie einprägen an Merkmale weil für eine Polizeiaussage danach. Gibt's Aber das geile Video so mit Halt! Stopp! ja. Eben, wenn die jemand angreift. So, Das ist doch, dann, nein, das war, die beste Selbstverteidigung ist Halt! Stopp! ja, das war doch, war das nicht sogar das Video da drauf auf diese Anmachen da in Köln an dem Bahnhof, an Silvester? Ja, das war doch stimmt. das. Genau. Halt, stopp! Eine Armlänge Abstand! Ich bin in Gefahr! Bitte helfen Sie mir! Ja, genau. Ich bin in Gefahr! Und dann schaut er so, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Das ist ja doch wirklich, das ist doch nicht sein Ernst, oder? der Typ ist selber War der eingefahren, jemals irgendwo Also- in seinem Leben fort? Was Und ist wir mir? wissen- Ich Mal, glaube, wenn ich man- könnte mich so schlecht fühlen und ich würde mir immer noch peinlich vorkommen, wenn ich so rumschreien würde. Ja. Halt, stopp. Einmal so geschrien und dann gesagt, oh, fuck, bitte nimm mich mit. Bitte steh mir einfach hoch. Da weiß ich nicht. Und die beste Verteidigung ist immer nur, was dann kennst du Videos von dem einen Typen, der, also in Amerika so ein Schwarzer, der in der Hut rumgerannt ist und hat dann irgendwelche Leute angefeckt. Und wenn die dann aufgestanden sind zum Raufen, dann hat er sich einfach die Hosen ausgezogen. Ja, und hat einen Bohranzug Und dann sind sie davon gelaufen. Also, man merke immer Bohranzug drunter haben und Hosen Zu ausgezogen. Not einfach zückt er einfach die Hosen aus und hat ihm den nackerten Pimmel hin. Und dann Er ist verwirrt, ja. Also verwirrt, ja! stellst du wieder Patas beim Sorgen. Ja, Ja, aber allein das schon, wenn du denkst, du brauchst eigentlich nur umschreien und sagen, ich sag das gerade, ich rufe Polizei. Ich frage mich, warum das so wenig oft dann, warum so viele Situationen, weil da habe ich auch schon so ein Doku drüber gesehen, wo ich dann wirklich, Ein Sudoku. so ein Doku habe ich gesehen und dann habe ich ein Doku dazu angeschaut. Sudoku. Und wo dann Leute da einfach vorbeigängen, wo eine offensichtlich um Hilfe schreit und so weiter. Also, verstehe ich nicht. aber Das hat da irgendwann überhaupt habe ich nichts zu gehört, tun. ich habe irgendwann einmal gehört, du sollst nicht dann um Hilfe schreien, sondern du sollst schon in der Brenz oder sonst irgendwas, weil Oder- dort Leute drauf anspringen und auf das Oder andere nicht. bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Ich bin in Gefahr! Ich bin in Gefahr. Helfen Sie Bitte helfen Sie mir! mir. Hallo! Hallo! Aber nicht, nein, da können wir wieso. Ja, helf mir ab da. Sind Sie ein Vergewaltigungstiger? Ja, da ist und Rape selbst die, dann kann man es ja noch eine Stufen absteigen, wenn der das schon zuwider ist, dass du umschreist und sagst, ich bemerke das gerade, ich rufe jetzt Bullen oder Wichse, dann zieht zumindest das Handy aus, außer sagt nichts und ruft Bullen an. Ja, Einfach so, da ist nichts dabei, nix. Na, da Schaut, kannst du aber ja, der weißt bringt ja was- nicht mehr in weißt was Gefahr. Oder einfach so machen, hey, und dann schaut er schon und dann drehst du um und gehst. Weißt du, was stattdessen passiert? Ja, genau, filmen. Handy draufhalten und filmen. Da wo ich mir denke, du dämlicher Mongo, gehört da eigentlich Ja. schon wieder... Und nicht einmal für das gefilmt, dass er es irgendwo dann hernehmen kann, sondern nur für sich privat gefilmt. der Das ist doch Vollidiot. auch so eine asoziale Scheiße. Wir haben auch so eine Blitzergruppe und da hat einer, da normal schreiben halt die Leute ein, ja, Blitzer da, Blitzer dies und jenes oder Unfall, was weiß ich. Und dann gibt's wirklich, dann hat's da einen gegeben, der hat dann beim Unfall einfach ein Foto gemacht
Also, Das ist das und Letzte, Alter. man hat zum Glück jetzt nicht alles gesehen, aber trotzdem, der fährt da vorbei mit seinem Auto, das wo er schon dann sehen, und dann fotografiert er das Ganze noch. Da sehen die Leute nicht, die gern so, hasse die gern so Bei jedem, gestraft. gut, da haben sowieso Polizisten und die haben da was anderes zum tun, das ist schon klar. Ich würde gern mein Steuergeld dafür benutzt haben, dass da noch ein zweites Polizeiauto damit hinfährt, das packt 50 Meter hinter der Dings Und schießt auf die winkt Leute. schießt auf die Leute. Und greift an jeden außer, der mit Fleiß mit 10 km/h vorbeifährt, und dann kriegst du sicher eine Geldstrafe, dass du nicht mehr weißt, was du wohnst. Und einen du musst Führerschein deine Hosen gleich Oh, genau, und mindestens so viele Punkte oder gleich mal einen Monat Grundweg und 10 Punkte hinterher. Ja. Das ist da die Das eigentliche. nicht mehr Eigentlich Kerl, von fragen, denen du alle der Drecksau, du Penis im Behinderte. Winter fotografiert und an die Frau seines Vertrauens geschickt. Das kenne ich ja so. Den kenne ich ja schon, der ist ja wirklich so klar. Ja. Du musst ja nicht mehr kalt sein. Und auf jeden Fall, weißt du, was glaube ich? Also deine Strafe war Leid Bodyshaming für das, was Weißt du du, machst. was glaube ich? Das ist Geil. eigentlich, ja. Was würde glaube so ich machen. 2023 eine Geile große Strafe. Strafe für viele Leute, vor allem für Junge, war, Kein dass du Analsex. irgendwie gezwungen wirst, Sacken. dass du irgendwie gezwungen wirst, auf allen deinen Social Media Profilen zu veröffentlichen, was du hast. Ja. Dass das Ja. du musst. Das war Und du musst. sehr stark. Und dann hätte ich auch noch gern, dass das Steuergeld von mir dafür benutzt wird, dass jeder einzelne Beitrag da für ungefähr 50 € beworben wird, damit ihn jeder sagt. Auch fremde Leute, die die Person nicht kennen. Ich möchte, dass Das ich mein weiß ich. Steuergeld einfach zurückkriege. Das werden wir nie wieder zurückkriegen, aber das ist sinnvoller ausgegeben als, nein, sag's nicht. Start gebe. Na, besser als wenn er jetzt irgendwie eine kleine Geldstrafe zahlen muss und dann ist das Thema wieder Genau. erledigt. Weil er macht das nächste Mal wieder. Und tut ja meistens sind ja die wirklich ziemlich gering, die Strafen, das sagst du, das tut Ja, ewig. genau. Wobei jetzt aber für das ganze, für diese Gafferscheiße, glaube ich, sind jetzt eher ein paar Strafen neu eingeführt oder sogar erhöht worden. Aber ich weiß jetzt nicht genau wie. Es wird auf alle Fälle jetzt schon ein bisschen besser gestraft. Saftige Geldstrafe. Du musst und dir da mal wird überlegen, nur 10% ist ja Nummer und mittlerweile so das wirklich. Und Reifen vom Auto genommen. auch. Der ist mittlerweile ja wirklich Feuerwehrmänner und Co., die wo einfach nur rumstängen und eine Plane davor halten Ja. vor die ganze Sache. Ja. Weil Anstatt dass die jetzt Leute da helfen Ja. oder sonst irgendwas. Ja. Das ist so Die- lächerlich. Das ist schlimm sogar. Das ist, ja, das ist, das ist wegen so einem Trottel stirbt vielleicht jemand. Ja. Wegen so einem Trottel stirbt vielleicht Aber jemand, dann war weil es auf gerade Video. jemand irgendwas anderes zum Tor hat mit seinem Mist anstatt zum Helfen. Das ist eigentlich die Kern, da geht da eigentlich der Führerschein 3 Monate, ein Jahr gehört er genommen, und dann muss der MPU 4-mal hintereinander machen Er soll jetzt den Führerschein fressen müssen. und frisst das, dann kriegt das Chelsea-Grinsen. Das ist BMW-Grinsen. Chelsea-Grinsen, das Und ist je echt kleiner fies. das der Auto ist, desto das höher kennt ist sogar die ich. Strafe. Ja, das kennt sogar ich. 50% vom Neupreis deines Wagens, den du fährst. Woher kommt das Chelsea? Das Chelsea-Grinsen, Kommt das- glaube aber ich, es kommt nicht von Hooligan. glaub- Kommt das von Ich Hooligan? weiß nicht, es gibt ja Also mehrere. bei Hooligans, glaube ich, ist es salonfähig geworden für mehrere Leute durch Ja. den Film. Da geht es eigentlich um Liverpool oder um Manchester Fans, Nein, glaub nein, ich, geht's, oder? Na, ist es nicht sogar nicht Tottenham, Newcastle. Newcastle, Glaube ich, ist das, Newcastle. ja. Aber die reden vom Chelsea-Grinsen. Ja, genau. Ja. Aber, ja, weil das waren die Chelsea-Fans, glaube ich. Kann das sein? Kann sein, ja. Ja, ja. Das kann ja, sein. sicher. Das waren ja Das glaub ist ich, nicht die. damals, wie, da wo mich für Fußball interessiert habe, wann war das? 2005, keine Ahnung. Da hat ja der Abramovic Chelsea gekauft und hat alles eingekauft, was man irgendwie brauchen kann, damit man halt in der Champions League mitspielen kann. Und deswegen ist es mit der Kreditkarten Joker Narben einschneiden, ist es Chelsea-Grinsen. Aber das ist praktisch, das ist ja der Film für Männer, wie Titanic für Frauen, oder? Hooligans. Ja, wenn- So wenn was dann- grundlegend ein guter Change Film. my mind. Wenn dann Da muss Ich der find- Fußball nichts zum Tor haben. Das der, ist beste, einfach der ein guter bessere Film statt Hooligans ist aber Football Factory, weil Football Factory hat nicht diese Moralkeule am Ende, dass es alles, hab ich gemeint. dass alles falsch ist, was man da macht, und man soll drüber nachdenken, bla bla. Also am Ende stellt er sich die gleichen Fragen, der Typ. War das wert, dass ich jetzt im Krankenhaus gelegen bin und bin halb da geschlagen worden? Rentiert sich das? Jetzt mache ich nur Saufen und Drogen, und dann geht er in sein Bar rein mit seinen ganzen Kumpels, alle mit Oh, Bier. yeah. Und er sagt nur so, oh ja. Das wäre geil, wenn sie es mal durchziehen und nicht diese Moralkeule am Schluss da Aber wieder ich zu finde die haben. Moralkeule bei Hooligans tatsächlich unglaublich gut. Also, ich hab da fast, also ich bin nicht sentimental bei Filmen, aber da habe ich schon kämpfen müssen. Wenn er den Mit Typen... ganz langsamen Hooligans ist der mit dem Elijah-Wood, oder? Ja, genau. Und der Football Factory ist das Dinge, der mit ja. dem... Ja, der schwarzhaarige irgendwie Danny heißt der, was jetzt aber nicht mehr genau wie. Der auf alle Fälle Ex-Fußball-Profi war und der zum Beispiel in Snatch den mit Vinnie der- Jones die- meinst du, oder? Das ist der Vinnie, ja genau. Vinnie Also Jones. war der auch in Football Factory dabei? Der in irgendeinem, oder ist der in Hooligans dabei? In Nein. irgendeinem Fußball-Hooligans-Film. Meinst du ist er nicht den Eurotrip, die Komödie, wo es dann mit den Fußballfans fortfahren, und da ist dann der Vinnie dabei. Da ist er im Johnson? Liverpool-Bus Ja, drin, genau. oder? Ja, es ist alles, das verschwimmt alles, die habe ich alle schon so lange nicht mehr gesehen. Also guter Filmtipp, Hooligans und Football Factory, muss man mal Ja, wiederholen. Football Factory, den werden wir jetzt auch schon. So, und jetzt ist die Folge vorbei. Warum? Weil ich ihn nicht mehr mag. Gut, ciao. Ciao. Haben wir der das erst fertig? Schlaf gut.
Das werden sie wahrscheinlich bei der Hälfte von der Folge schon tun. So abrupt haben wir noch nie aufgehört. Ja, warum eigentlich nicht? Ja. War Gaudi, Like aber nicht dafür vergessen, Pause ihr gehabt. gottverdammten Spackos. Feedback nicht vergessen, wie war der Ton. Und den besten Ammerspruch in die Kommentare. Ja, wer das nicht macht, der ist sowieso raus. Und euer Lieblings-Kaviar-Video in die Kommentare. Traut euch nicht. Oder euer privates. Schreib einfach irgendwas in die Kommentare, damit es An passt. Speziwirtschaft auf Instagram. Ja, auch, stimmt. Ja. Haben wir mit dem Instagram-Kanal. Ja, die schicken Leute immer wieder was und den muss ich bearbeiten, aber. Hast du nicht gesagt, dass irgendjemand was geschickt hat? Ja, ein Beutel, aber das war von mir sehr unvorteilhaft, das hat er zum Glück wieder gelöscht. Zum Glück. Schade. Von außen fotografiert worden. Na, ja, Was ist Stalker? Schiwatz. Ich darf nicht sagen. Ich dachte, ficken. So, und jetzt verpissen wir uns. Herr Kanton, merci für den Beitrag. Fluki, auch nicht merci. Bis nächste Woche am Sonntag um 1. Ja, weil weißt du, Okay, Okay, bye. Ich will blau. Ich will nie.